Ekjran! Laat ons te branen en God kennenleren. Welkom, lieve vriend. Welkom to dit programma ekjran. Dankzij dat u vandaag erbij bent. En hier met ons in de studio. Ik zie Eduard Giesbrecht. En vandaag heb ik hier met mij Natalia Reimer, Natalia Dyck. Ik weet niet gelijk wat ik die zei zo. Welkom hier. Dankzij. So, Natalia, stel je mal vor, von wo bist du geboren und so weiter? Ik kom van Paraguay, ik ben in Paraguay geboren. Mijn ouders zijn van daar en die trokken hierheen naar Bolivien als ik 3 jaar oud was. So abgewassen ik dan hier. Okay. Meine Freunde merkten alles. Wir fuhren meistens einmal das Jahr nach Paraguay, wegen Papa seine Eltern sind dort, in Freundschaft. Aber abgewassen ich hier. Okay, so das Bolivien ist dein Tschüss. Ja, ist mein Tschüss. So, kon die von Paraguay noch was denken von euer hier trocken? Nicht wirklich. Bitte ich so Fotos, dann hast du mit so das Haus oder so, aber nicht wirklich. Nee. Okay. Und wenn wir ich sehe Natalia Reimer oder Dyck, Reimer wie die Nummer aus fern befrieden, nu bist du befrieden, nicht so? Ja. Und mit wem bist du befrieden? Wie weit ich kenne? Met Pedro Dyck, den Drama. Ja, Pedro Dyck, der Drama, aber ich halte Jesus, David Teufels, vielleicht hast du ihn da mal gesehen. Das ist ein schwarzer Jung, der den Mann ist, was eigentlich die Drums zu spielen. Spatz, ja. Met de spets, ja. So, je seid nu al een stuk befried. En wie willen van jou deine Lebensgeschichte einfach mal durchgehen? So, kannst du ein bisschen von deiner Kindheit vertellen, so ein paar Dinge, und dann gehen wir von da wieder. Okay. Ja, sie hier abgewassen, wat allemaal. En ja, dat ging schön tussen. Ik zie een christelijke Elternheim abgewassen, dat is normaal. En han so viel Zeit mit unseren Eltern gehabt, als wir klein waren. Voor de Picknick maken en onze fans. Papa nam ons aber Maske mit. Wow. En ja, we hadden schöne Zeit. Ik had een schöne Kindheit gehabt. En bekend habe ich mich auch. Bei 4, 5 Jahren. Ich denke das nicht. So mit deinen Eltern und Ja. so. Dat, ja. Das ist eine Geschichte, die viele andere haben, die auch in ein christliches Ja. Heim abgewassen werden, nicht so? Sie. Schuljahre wie auch gut, die ersten Schuljahre? Ja, glaube ja. Kann mir nicht viel denken. So, aber wo wir dann nu ein bisschen hingehen wollen, ist, als du dann irgendwann ein bisschen älter warst. Ich weiß nicht, wie alt du wirst, als du 10, 11, 12 oder du wirst. Ram 11 jaar kom ik aan mijn teenager, ja. Was passiert dann? Na, viele Sachen. Ich war nicht wirklich fremd. Dass wir, ja, meine Freunde, wir da, also, die gingen zu trainen auf Fiesta sein und mit Jungstipps sein und so. Und ich durfte das immer nicht. Mein Paar war mit Neva oder so. Die wollte das Geld für mich. Und dann war ich manchmal da allein. Und dann fangen die Teenagerjahre an und dann sind sie mit Rebellen. So, die falls andere Sachen, die kommst nicht rein, wenn deine Freunde alles. Ja. Aha. En dan ga ik eens naar een vriend, een nieuwe, wat allemaal zo. Dat is aan het aan de hand. Aha. So, dat wist je allemaal, oder wie dat im Verstärken? Oder? Dat, ja, aan de school. Dus dat we daar speelt zich aan de school af. En ja, toen had de leraar ziemlich Stress met mij, want ik wil niet met dus aan de school met denen ze zo typ zijn en zo. En alle gaan art, ik weet ziemlich geen aan. En met een leraar had ik ziemlich Stress, die werkt nach leren aan Bibelunterricht, dus über die Bibel. En du wirkt immer ziemlich ook geen aan, dus ik zie dat maar het christenleven is langweilig, wengst. Dan darf ik niet. Ik darf niet naar Fiesta, ik darf niet met jongens typ zijn, ik darf niet dit. En dat is langweilig. En dan, mijn tante, die zei allemaal nee, christenleven is zo interessant. Dan heb ik zo met die gestreden, diskutiert en je zegt nee, dat is langweilig, wengst dit en dit en dit. En zij zei nee, dat is interessant, wengst dit en dit en dit. Teilen Sie die in dieser Zeit aus dem Christ, oder sie hat sie klein betiert, oder wo sagst du die selbst in den Jahren? Ich weiß nicht. Ich glaube ja, ich sag mir noch aus Christ, aber wirklich. Dat wir sehr flavor oder geworden. Ja, ik dacht beide aan mijn schlippen beginnen. Okay. Nou, dan maar nog voor mine zijn, dan weet ik best wat ik alles slecht doen had. En ik wil er niet aan de halen komen.
Okay. Ja. So, en dan diskutierst du mit den Lehrern, mit deinen Tante und mit deinen Eltern wahrscheinlich auch. Ja. Dat Christenleben ist langweilig und die wusst mal die einfach alles loslassen werden. Sí. Wo nimmt sich das alles wieder an? Bleibt es dabei? Oder? Na, das War war mehr Rad? irgendwie oh ja. Das war immer schlimmer mit mir. Das ist geen onweer. En met den jongen alle typ wie ze, ik kan een schuil, wat ik niet zal. En allemaal maar dat deed wat ik niet durf ook. En dan wordt het een schuil te euch met mij, met alles. En dan zei de leraar, wenn die nogmaals dit en dit versteunen, dan schikken we die naar huis voor 3 dagen. Okay. En papa had een zadel gekregen. En hij wist dat. En hij zei tegen mij, wenn dat nogmaals passiert, dan blijft hij ganz thuis. So, die wir schon einmal thuis gebleven voor 3 dagen? Nee, ik had een annotatie gekregen. Ah ja. Dat nächste weer 3 dagen thuis blijven. Okay. Dus in der Annotation stond dat het nächste Mal muss ich 3 dagen thuis In blijven. die Vorder aber da steht 3 Dagen thuis blijven, wo du ganz. Ja. Okay. En ik weet een beetje gewand, dat wat ik wil, dat wil ik al daar trekken. Dus ik wilde beredig gaan, dat ben niet zo slim. En ik deed best weer dat. En dan kwam werkelijk de nächste brief, ja, dat ik zou thuis blijven. Ik had wel wat te doen wat ik niet zal. Nu weer het daar. En ik gaf papa dat, dat ging zo zagen. Het eerste project, de leraar zou te bereiden, zij zou dat niet checken, wings. Dat ben ik neidig, dat ben niet zo slim. En de blijven op eerst stonden en ik bracht papa dat. En papa was zo beleidigd, er zei een thuis van mij. En dan moest ik thuis blijven, van de school, ja. Je had al een maand jaar, of wieder een maand? Nee, dat was meest om eng. Ik geloof veel een maand. Okay. Dat was werkelijk meest te eng. En ik kon nog de examens merken, dus voor dat eng jaar. En ik kwam daar de klas in, dat was niet in trouble, maar ik moest van thuis uit dan thuis blijven. Dat wordt niet zo schön gegaan. Nee, ging niet schön. Dan werd het eenmaal zo alles te eng. Also moest ik, kom ik werkelijk aan bodem. Ik weet niet meer wie dat niemand werkelijk klaar geworden of wat, dat dat me eenmaal niet goed schaffen. Also. En toen merk ik me frisch op. So, die Welt brückt einmal ganz taub. Und dann merkst du die frisch ab und was entscheiden sie die dann? Nou, ik entscheid me, ik wil me ganz geil handelen. Dus ik wil niet maar zo half en half. Also, ik wil me proeven. Und wie alt wirst du dann ungefähr? 14. Okay. Ja. 14 Jahre alt und dann entscheiden sie ganz gerade Hand zu geben. Morgens du Fuß irgendwas oder passiert irgendwas in die Leben oder was ging das wieder? Ja, nou, ik wil thuis. En ik reed dan niet met mijn ouders daar. Alle dingen. En ja, met papa ook. Wings dat is ook een test van mij. En dat is je niet een wonder waarom. Je hebt gezien de dag, hè? Ja, en toen merk ik dingen terug. En ik gaf me ganz aan. En dan duurde het niet lang. Dan kwam David thuis en vroeg me of ik wil aan een campamento metspelen. Voor teens. Piano metspelen. Ja. En dat was oh, wellig, niet? Dus maar ganz wat niet. Dan zei mama te mij, zit, ga bruk die voet. Dus die had die eenmaal ganz handig. Ga neemt die voet, die heeft al wat eruit verdiend. En dat gaf me mij ja, te blijven bij God er zijn. So, en deze vriend wat je gehad had, die vriend wat nicht so leben willst du und du glaubst einmal, du wirst du merken, was passiert mit dem, mit dieser Freund, die du eigentlich hast. In der Zeit dann. Da bleibe ich ziemlich auf erst Stich. Aber die beziehen sich nur, es ist, das denkt dann ziemlich in neun. Okay. Wie wir nicht mal so viel Typ, das stimmt alle Typ nicht so. Aber eigentlich so beziehen die sich und dann kommen wir weiter Typ. Kommt der Freundsteig weiter Typ, wow. Wir sind noch ein Freund. Okay. Ja. Sehr schön te horen. En wo fangst du nachher freiwillig, fangst du dann an anzufangen, dass Christenleben für die nicht mehr langweilig wird, oder kannst du das einmal irgendwann wirklich sein mit der Zeit, oder wo fällst du von dir aus schon darüber? Ja, Christenleben ist sehr interessant. Wenn man sich ganz handöffnet, dann kann gerade ein ganz Brücke, wenn ich sage mal, du Fashion sein, ist nicht wirklich ein Weich, wo die kostet. Eens een ziet vrij zijn. En ik zag hem maar dat we gaat daar opmerken. Zelf zoveel gelegenheden me nu hebben, waar ik kan methelpen, waar ik kan wat doen met mijn schoenen. Dus ik wie een jugend
Kommentaar. Ik kan helpen de Jugendstunde te plannen en dabei zijn, dat ik me zo schijn. Ik kan een impactor zijn, impactor verticaal. En een bandenmatch spelen. Ja, en een bandenmatch spelen. Dus du weer voet veel dingen wat het eerste leven interessant maakt. Wauw. En wanneer denk je, dein Leben ist ja dann ganz verändert, aber ich stelle mir vor, wie haben hier vielleicht auch junge Teenagers, oder vielleicht 16, 17 Jahre, schon ältere, und die gehen auch Kriegs in der Zeit durch, wo sie wel alles zu sehen haben, oder die Ältere, wo sie weten, was der Weg ist, was der Ältere wurde entgeliert hat, nicht so, und sie wollen aber überhaupt nicht das gehen. En dat is me enorm en ik wil dat niet en ik wil bloos dat te zien hebben. Best is als je met die tante de raam gestreden had. En we zij een weg zeiden en de andere weg. Nu niet op de weg van strijden, maar van die hoort waar die dat van jou nur dem zit dat het anders is. Wat moest je deze jonge mensen zijn kennen? En die tijd is het schwer wat anders te zijn als wat man dan leeft. De emotionen zijn alle durcheinander en einer will nicht allein sein, also einer will Freunde haben. Das ist schwer. Aber ich merke, man checkt wieder aus dort, was die durchgehen. Und ich habe ganz gut haben. Dus, du wirst was sein. Die haben immer was drauf für die haben ihn ausgewählt. Und auch wenn die Teenager sind, das mag nicht langweilig sein und das mag auch nicht eingestoppt sein. Dus, die können leben. Nicht? Und wenn je ganz gut haben, die wird all was für wat je een opportuniteit geven wat je daar niet kan. Dus du merk ik je met ja. En die wordt ook dan irgendwann nach den rechten Mann bringen. Ja, voilà. So ist in dein Leben gedaan hast. Sehr schön von dir hier, Natalia, wo Gott in dein Leben gewirkt hat. Und das ist mein Wunsch für die Leben hier, dass du von der Zeichniss einfach bloß die Schicht mitnehmen. En die Geschichte wat nicht krijgt, zijn als er, aber ein das soziale de Gott, wat hinge deze Geschichte, hinge die Geschichte kon zijn, dat is dezelfde. En dat zegt in de Bibel, hij heeft gouden plans voor ons, vertrouw op zijn stem, wat hij die zei, dat wat hij die leren wil. Go nu aan, zeg hem. En ik mag die vrouw dat die het programma kost aan andere personen wieder checken, dat die kan zien zijn voor veel mensen. Voor nu mocht ik die Gottes Segen wensen en bis het nächste Mal. Ciao, ciao. Ekjran wordt in Bolivien produziert. Wenn du mit uns reden willst, schreib uns im WhatsApp nur Meierteken 591 77 88 4479 oder schreib uns im Facebook oder ein E-Mail nur ekjran@gmail.com.